Und das ist wirklich das Besondere in der Weisheit vom Alten Testament, auch im Sprüchebuch, dass es eben heisst, die Furcht vom Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, wirkliche Weisheit findest du nicht theoretisch, losgelöst von Gott, sondern findest du bei Gott. Wahrscheinlich habt ihr ja schon mitbekommen, dass wir in diesem Jahr die Sprüche herausgeben, in einer neuen Edition, wie das Vorderjahr schon das Markus-Evangelium. Und da wollte ich natürlich die Gelegenheit wahrnehmen, weil ich selber nicht Theologe bin, wenn ich schon einen Doktor Theologie hier habe, Doktor von der Theologie, der das Studium gemacht hat, in die verschiedenen Themen sich sowieso vertieft hat, durch das, dass er hier den Abi, wie man ihm sagt, neu gemacht hat, die kurze Einführung in die Bibel, wo wir schon darüber talkt haben, ein paar Mal, mit Reinhold Scharnowski unter anderem. Und ich werde wirklich den Fokus auf die Sprüche legen, weil wir das rausgeben. Was fällt dir gerade als erstes ein, wenn du hörst, ja, okay, die Sprüche? Wir denken bei Sprüchen sicher als erstes Weisheit. Das gehört ja zu den weisheitlichen Büchern vom Alten Testament. Und da ist jetzt nicht irgend so etwas Hochgestochenes damit gemeint, weißt, so eine theoretische, abgehobene Weisheit, sondern bei der Weisheit geht es eigentlich darum, wie können wir das Leben gestalten. Also man sagt so, es geht darum, Kontingenz vom Leben zu bewältigen, also das, was uns im Leben einfach so passiert. Und das ist ja oft nicht so einfach. Also wir stolpern manchmal ein bisschen durchs Leben und es passiert dieses und jenes. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wo sehen wir Gott dahinter? Und das ist wirklich das Besondere in der Weisheit vom Alten Testament, auch im Sprüchebuch, dass es eben heisst, die Furcht vom Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heisst, wirkliche Weisheit findest du nicht theoretisch, losgelöst von Gott, sondern findest du bei Gott. Ja, absolut. Ich finde einen spannenden Einstieg. Einfach gerade die Ehrfurcht ist der Anfang von aller Weisheit, dass du das gerade so auch ins Zentrum stellst. Weil man kommt nicht darum herum, eindeutig, es ist immer wieder das drin. Was einfach sehr auch interessant ist, du hast vorhin gesagt, es geht irgendwie darum, ja, was hilft mir beim Gestalten des Lebens, beim gelingendem Leben, oder? Das ist eigentlich so das. Und häufig ist es so ein bisschen mit Gesetzmässigkeiten verbunden oder dann auch Gesetzmäßigkeiten, oder wie sagt man denen? Genau, es gibt das Wort, das du da beschreibst, das so ein bisschen das beschreibt. Gell? Also du meinst synonym und antithetisch? Ja, genau. Es sind ja im Prinzip sind's ja immer zwei Versteile im Sprüchebuch. Das ist so wie ein Weisheitsvers, den wir auf Deutsch kennen. Aber er reimt es nicht Endreim. Oder was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Irgend so kurze Sentenzen. Auf Deutsch haben wir Tendenz zum Beispiel Reimen am Schluss. Im Hebräischen ist es mehr ein Gedankenreim. Das heißt, es sind zwei parallele Versziele. Und die sind manchmal ergänzen sie sich, manchmal bestätigen sie sich gegenseitig oder sagen eben das Gegenteil. Ja. Genau. Oder es hat auch den Tun-Ergehen-Zusammenhang, oder, wo häufig man antrifft. Oder? Was kommt vor dem Zusammenbruch Hochmut und vor dem Straucheln Überheblichkeit. Oder? Und so. Wer an eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. So sehr Zeug. Bekannt, genau. Ja, genau. Aber man kann auch gleichzeitig sagen, wenn man dann natürlich im Gesamtkanon schaut, oder einfach, man kann es anders sagen, wenn man unser Leben anschaut, oder das Buch vorher, beim Hiob, dann weiss man, ja, es geht eben gar nicht immer auf. Oder? Und das bringst du natürlich auch, dass der Tun-Ergehen-Zusammenhang, ja, es zeigt eine Regelmäßigkeit, aber. Ja, also grundsätzlich das Sprüchebuch versucht einmal, am Leben so Prinzipien abzulauschen. Weißt, also, das Sprüchebuch beschreibt ja oft auch die Welt. Das war sicher das Interesse auch von Salomo, zum Beobachten, zum in die Welt zu schauen. Und er sieht, unsere Welt ist logisch. Es gibt Naturgesetze. Und es gibt sowohl in der Welt als auch in der Gesellschaft gibt's gewisse Gesetzmäßigkeiten. Also geh hin zur Ameise, du Fauler. Oder so quasi, wenn du im Leben nichts machst, oder schlaf noch ein bisschen auf dieser Seite und noch ein bisschen so, also so, wir sagen einmal das Snooze-Vers. Also bleib nur noch ein bisschen liegen am Morgen. Das heißt, das Sprüchebuch, ich meine, so bringst du es zu nichts. Oder streng dich mal an. Ich meine, das ist eine gewisse Lebensweisheit, die ist offensichtlich. Wenn du diszipliniert dein Leben gestaltest, dann kannst du auch etwas aufbauen, oder, wo den Bestand hat. Und also so ein Sprüchebuch versucht durchaus zu schauen, wie gelingt das Leben. Aber gleichzeitig schon im Sprüchebuch schimmert auch hier und da durch, dass es eben nicht so einfach ist. So einfache Gesetzmäßigkeiten, wie du gesagt hast, die gibt es ja nicht. Paradebeispiel Hiob. Er macht alles richtig vor der Gründung und trotzdem ereilt ihn die Krankheit und geht es ihm schlecht.
Und dann die grosse Frage, ja, wieso? Oder, wo war der Gott gewesen? Auch die Frage nach dem Leid ist natürlich eine sehr tiefe, weisheitliche Frage. Und eben im Hiob-Buch zerbricht der Zusammenhang. Also beim Kohelet auch, beim Prediger. Und darum finde ich es so spannend, dass wir eigentlich die verschiedenen Schriften im Alten Testament nebeneinander haben. Also es fängt sogar beim Hiob an, bei der Frage nach dem Leid. Und ich glaube auch in unserem Leben, dort wo es uns schlecht geht, dort fragen wir oft also die tiefen Fragen, wo ist Gott oder was ist der Sinn im Leben. Das gehört dazu. Und eben und dann Sprüchebuch, wie das Leben gelingen oder der Prediger. Und ich glaube, im Miteinander von allen Schriften ist irgendwo Balance und das Spannende. Ja, total. Und welche Bedeutung hat jetzt das Buch der Sprüche für dich heute? Auch wieder persönlich gefragt, eher noch. Also eben grundsätzlich, wenn wir es vergleichen, es gibt ja zum Teil Zitate, die auch bei den Ägyptern vorkommen, die wir wie gefunden haben. Und da könnte man einfach sagen, ja, im Alten Orient haben alle so ein bisschen gleich gedacht. Also wir sollen zum Beispiel Grenzsteine nicht versetzen oder so Sachen. Und da sticht die Weisheit von Israel wirklich raus, weil es immer nach Gott gefragt wird. Bei den Ägyptern ist einfach so ein bisschen, so ein allgemeines Prinzip, das die Welt durchwaltet und strukturiert. Und ich finde, für heute können wir mega viel lernen, um zu sagen, weises Leben heisst wirklich auf Gott zu schauen. Also vertraue nicht auf den Verstand, sondern frag den Herrn. Also eine Aufforderung, die immer wieder kommt im Sprüchebuch. Such seinen Weg. Lebe mit ihm. Oder dann Sprüche 8, wo die Weisheit so wie eine Person geschildert wird. Vom Neuen Testament her kann man sagen, das ist eigentlich der Gottessohn, der Präexistente, der da schon vorweggenommen wird. Also Jesus, der beschrieben wird. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Er ist die Weisheit, die Person. Also das Leben kann nur gelingen, wenn wir wirklich mit ihm zusammen leben. Das finde ich ist spannend, heute noch im Sprüchebuch und darum jetzt noch anwendbar. Sehr gut. Danke vielmals, Thomas. Oder darf ich noch etwas sagen zu den 3 Weisheitsbüchern von Salomo? Wenn wir alle Weisheitsbücher im Alten Testament lesen, da haben wir den Prediger und er sagt ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und er verzweifelt fast, wenn er in die Welt hineinschaut. Und es ist so ein modernes Buch, weil auch heute, wenn wir in die Welt schauen, ist so viel Leid und Sachen, die wir nicht verstehen. Aber immer wieder unter der Sonne, also quasi das natürliche Denken. Und dann kommt das Sprüchebuch, wo nach der Beziehung zu Gott fragt. Die Beziehung zu Gott ist der Anfang der Erkenntnis. Wir kommen immer tiefer rein. Es ist so, jemand jetzt mal mit der Stiftshütte vergleichen. Weißt du, wenn du aus dem Pfarrhof reinkommst ins Heiligtum, wo dann der Leuchter das Licht gibt, Menorah, also quasi eine neue Form von Licht, eben die Weisheit von Gott. Aber wir bleiben nicht dort stehen. Also wir bleiben nicht einfach stehen, wir wollen die Weisheit von Gott lernen, sondern es geht noch tiefer. In der Stiftshütte geht ins Allerheiligtum. Und die 3. salomonische Schrift, das Hohelied von der Liebe, ich würde sagen, das ist die tiefste Form der Weisheit, das ist wirklich die Liebe. Also die Begegnung. Nicht nur miteinander, sondern auch die Begegnung mit Gott. Ja. Schön. Und würdest du auch empfehlen, dass man sie in dieser Reihenfolge vielleicht lesen mal? Also mal Prediger und Sprüche und dann Hohelied. Wieso nicht? Das ist eine gute Idee. Mal die 3 so nacheinander lesen und schauen, was es mit uns macht. Und wenn ihr es mal so macht, dann werdet ihr noch das Detail sehen. Nämlich, der Prediger ist auf der Suche nach der Frau. Wo ist die Frau? Und im Sprüchebuch findet er sie. Und am Schluss, im letzten Kapitel vom Sprüchebuch, beschreibt er die Frau, Sprüche 31. Und im Hohelied liebt er sie. Das heisst, auch das ist spannend. So, Mann-Frau-Dynamik wird immer tiefer. Ja, sehr spannend. Hey, was würdest du noch, vielleicht das zum Schluss, Thomas, was würdest du mir noch auf den Weg geben? Jetzt auch, ich bin ja dran, noch ein Buch noch zu erarbeiten dazu. Und ich sicher auch, ja, nicht nur jetzt meine sehr bescheidene Weisheit reingeben natürlich, sondern wir werden viel logisch aus den Sprüchen nehmen und auch verschiedene noch Gastautoren. Was denkt ihr dort wichtig, für das wir dem noch ein bisschen gerecht werden können? Also was ich wichtig finde im Sprüchebuch, es kommen ja ganz, ganz alltägliche Themen. Nur eins herausgreifen, Thema Geld. Das ist sehr wichtig. Oder viele Sprüche über Umgang mit Geld. Besitz, ja. Und zum Beispiel, das ist auch kritisiert worden, lehrt das Sprüchebuch so quasi Prosperity Gospel, oder quasi, wenn du es richtig machst, dann geht es dir auch gut finanziell. Und ein Freund von mir, der über das Sprüchebuch geschrieben hat, hat gesagt, ja, macht's, aber die Weisheit vom Sprüchebuch ist, let's get rich to enrich others. Das heisst, es geht nicht darum, dass du viel hast, sondern dass das, was Gott dir anvertraut hat, dass du das wieder weitergibst. Also sozialer Umgang mit den Ressourcen, die Gott dir gegeben hat. Und das ist zum Beispiel
Ich weiss noch, ich habe mal eine Predigtserie gemacht über das Sprüchebuch und beim Thema Geld, da sind Leute in die Kirche gekommen, die sonst nie in der Kirche waren, aber in der Wirtschaft tätig sind. Und überhaupt die Weisheit, die ist sehr anknüpfungsfähig an die Gesellschaft, ist sehr international. Und ich glaube, mit dieser Weisheit, Geld ist nicht das Einzige, soziale Gerechtigkeit oder auch Umgang mit dem Körper, Disziplin im Alltag, also solche Themen, mein Lifestyle, das ist etwas, da kannst du alle ansprechen. Es ist irgendwie für alle wichtig. Oder? Wie gehe ich verantwortungsvoll um mit meinem Leben? Und ich finde darum, gerade das Sprüchebuch, das kannst du auf eine Art und Weise aufbereiten, wo die Leute Interesse bekommen an der Bibel, weil sie merken, es hat etwas mit mir zu tun. Das sind die ganz, ganz alltäglichen Themen. Das ermutigt mich sehr, das jetzt auch einfach noch mal so mit auf den Weg zu bekommen. Merci vielmals für die Gedanken, die du geteilt hast mit uns. Danke, Thomas Benziger. Danke dir. Ja. Und eben noch mal am Schluss der Hinweis, da können wir gerne immer auch ein bisschen quer denken. Und ich finde, jetzt hier habe ich einfach die Sprüche angeschaut, das Kapitel, das ein paar Seiten hier umfasst, in dieser kurzen Einführung in die Bibel. Aber ich kann euch das empfehlen. Ich finde, es sollte eigentlich überall möglichst in den Gestellen stehen, weil man kann trotz KI und allem drum und dran und diesen super Tools hier auf eine sehr fundierte Art einfach einen schnellen Einblick bekommen in ein biblisches Buch, wo man jetzt gerade dran ist oder wo man mehr darüber noch erfahren will. Und darum eine herzliche Empfehlung auch von mir noch an dieser Stelle für die kurze Einführung in die Bibel, die sie da geschrieben haben, der Thomas mit seiner Frau zusammen mit der Katharina Benziger. Danke noch einmal, vielmals. Danke dir, Flo. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.